Hallo zusammen. Ich erzähle euch heute die Geschichte «Der Tomte und der Fuchs». Die Geschichte hat die Astrid Lindgren geschrieben und der Harald Wiberg hat die Bilder dazu gezeichnet. Im Wald lebt der Fuchs. Wenn es Abend wird, kommt er aus seinem Fuchsbau. Wo gibt's für den Fuchs etwas zu essen? Er weiss es. Schlich lieslig, ganz lieslig, Mickel, zum Hof, wo die Menschen wohnen. Hell ist es in dieser Nacht. Die Sterne scheinen und der Schnee leuchtet weiss. Schlich, Mickel, schlich lieslig, so sieht dich niemand. Wer soll mich sehen? Sicher, aus dem Fenster scheint Licht und es sind Menschen in der Stube, aber keiner schaut raus und sieht den Fuchs, der Hunger hat, durch den Schnee schleichen. Doch, Mickel, es gibt einen auf dem Hof, wo dich sieht, aber das weisst du nicht. Es ist der Tomte, wo Nacht für Nacht auf leisligen Sohlen umgeht und wacht. Drinnen im Haus spielen die Kinder. Gleich werden sie schlafen. Sie wissen nichts vom Fuchs und vom Tomte draussen im Schnee. Sie sind glücklich, weil heute Weihnachten ist und weil sie einen Weihnachtsbaum haben. Und sie wollen so lange spielen, wie es möglich ist, bis sie ins Bett müssen. Der Fuchs huscht über zum Kuhstall. Sicher gibt es hier etwas zu fressen für einen Fuchs, der Hunger hat. Schlich, Mickel, schlich lieslig, so hört dich niemand. Hier ist es dunkel und still. Die Kühe schlafen. Warum sollte der Fuchs interessant für eine Kuh sein? Aber die Mäuse im Kuhstall sind wach. «Hoi Mickel, komm und fang uns, wenn du kannst. Wir haben ein Loch im Boden, ein richtiges Schlupfloch. Frag nur die Katz, die kann's dir sagen. Komm, Mickel, komm und fang uns doch, wenn du kannst.» Wer macht sich schon etwas aus Mäuse? Da gibt's anders, wo besser schmeckt. Obacht, Hühner, jetzt komm ich. Hilfe, der Fuchs kommt, Hilfe. Da knirschen Schritte im Schnee. Die Hühner hören sie und der Fuchs hört sie auch. Wer schleicht draussen um? Es ist der alte Tomte, der in der Nacht über den Hof wacht. Hast du Angst bekommen, Mickel? Hast du den Tomte vorhin gesehen, wo er auf leisligen Sohlen zwischen den Häusern rumgelaufen ist? Ein alter Tomte weiss, wie fest Hunger ein Fuchs kann haben, aber die Hühner von dem Hof darf niemand stellen. Verstehst du, Mickel? Hühner? Sagt der Fuchs. Wer will denn Hühner stellen? Der, wo grad vorhin vor Hunger sein Maul in den Stall gesteckt hat, sagt der Tomte. Solange ich hier bin und auf den Hof aufpasse, sitzt jedes Huhn sicher auf der Stange. Aber ein alter Tomte weiss, dass ein Fuchs fest Hunger haben kann. Hier hast du Brei, alter Freund. Jeden Abend stellen die Kinder ein Kacheli mit Brei auf den Hof. Sie haben den Tomte noch nie gesehen, aber sie wissen, dass er da ist. Und darum füllen sie jeden Abend sein Kacheli mit Brei.
Das ist fein. Iss nur, Mickel. Ich will mein Brili gern mit dir teilen, wenn's sein muss, jede Nacht. Aber lass unsere Hühner in Ruhe. Das klingt wunderbar, sagt der Fuchs. Danke für die Einladung. Der Fuchs ist zufrieden mit seinem vollen Bauch. Jetzt geht er heim in den Wald. Es ist so hell in dieser Nacht und auch so still. Es ist eine Nacht für den Fuchs und die Tante. Die Menschen schlafen in ihrem Bett. Aber über der Baumspitze steht schon der Morgenstern. Das ist die Geschichte der Tante und der Fuchs gsi. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss.